es dauert eine Ewigkeit. Gell, das war ganz schlimm. Katastrophe. Und je älter ich werde, umso schneller geht das Leben vorbei. Es ist unglaublich. Das Leben rast vorbei. Irgendwann kippt der Schalter und dann empfindet man es ganz anders. Wir haben in dieser ersten Predigt damals auch gesehen, dass wir, wenn wir sterben, nicht einfach Tod aus und vorbei ist, sondern dass das Leben notlos weitergeht. Einfach nicht in der sichtbaren Welt, sondern in der unsichtbaren Welt. Vor einer Woche haben wir am Sonntagmorgen angeschaut, dass, was passiert, wenn Jesus wiederkommt mit den toten, gläubigen Menschen und mit den Menschen, die dann leben. Also wenn ihr das verpasst habt, lohnt es sich nochmal nachzuhören. Ich möchte ganz zuerst die Frage klären heute, gibt es überhaupt eine Hölle? Ich meine, es macht keinen Sinn, dass wir uns Gedanken machen über das Thema, wie sieht es in der Hölle aus, wenn wir sowieso sagen, ja, gibt es ja eh nicht. Jetzt, woher können wir die Frage beantworten? Was haben wir für Quellen, die uns etwas sagen, ob es die Hölle gibt oder nicht gibt? Gewisse sagen, ja, es gibt so die Nahtoderfahrungen. Also ein Mensch ist einigermaßen tot, wird zwar noch beatmet, oder Lungenmaschine, Herz-Lungenmaschine. Und dann haben die ein Erlebnis. Die einen sehen einen Tunnel mit einem Licht. Andere sehen schreckliche Erlebnisse, Fratzen, die ihnen begegnen. Und interessant ist, dass gewisse beides erleben. Erst einmal klinisch Tod, das Lichterlebnis. Zweites Mal klinisch Tod, schreckliche Erlebnis. Wieder klinisch Tod, wieder Lichterlebnis. Nun, meine Meinung zu diesen Nahtoderfahrungen ist, es sind eben wirklich nur Nahtoderfahrungen. Die Menschen sind nicht wirklich tot gewesen. Sie sind noch belebt worden, am Leben erhalten worden. Ihr Hirn ist nicht abgestorben. Sonst wären sie, wenn sie aufgewacht wären, völlig plöm gewesen. Ich glaube, es helfen auch keine Spekulationen. Gewisse sagen einfach so, ja, wir haben doch einen Gott von der Liebe. Und ein Gott von der Liebe wird es nicht zulassen, dass es eine Hölle gibt. Das wird einfach alles am Schluss wunderbar sein und die Liebe wird alles richten. Andere suchen ihre Informationen in okkulten Kreisen. Okkultismus, Glauben an Teufel, Verehrung vom Teufel, Glauben an die Hölle. Aber die Informationen sind mir zu unzuverlässig. Ich vertraue diesen Mächten nicht. Sagen sie wirklich die Worte? Oder täuschen sie die Menschen? Ich habe für mich eine zuverlässige Informationsquelle gefunden. Und das ist Jesus Christus. Warum Jesus Christus? Weil Jesus aus der unsichtbaren Welt vom Vater in die sichtbare Welt gekommen ist. Also er kennt den Himmel. Und Jesus war auch in der Hölle gewesen. Er hat selber die Hölle durchlebt. Als er am Kreuz stirbt, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist genau die Hölle. Die Hölle ist, wenn du von Gott verlassen bist. Wenn Gott keine Rolle spielt in deinem Leben. Das ist Hölle. Ich glaube, Jesus kann uns zuverlässige Informationen geben, weil er beides kennt. Den Himmel und die Hölle. Im Neuen Testament lesen wir 12 Mal von der Hölle. Gehenna, das griechische Wort. Und 11 Mal davon redet Jesus. Also Jesus redet im Neuen Testament eindeutig am meisten über das Thema. Und ich möchte mit euch nur eine Stelle anschauen, wo aufzeigt, dass Jesus an eine Hölle, an eine reale Hölle glaubt. Wir lesen das in Matthäus 25, Vers 46. Das war eine Rede am Ölberg. Und dort sagt er Folgendes: So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Das sind die von Gott Verurteilten. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Lassen wir einfach, was in dem Satz steht. Jesus bestätigt, es gibt einen Ort, an den Ort der ewigen Strafe. Das ist die Hölle. Ewig getrennt von Gott.
und es gibt einen Ort vom ewigen Leben. Das ist die andere Seite. Das wird der Himmel. In dem Satz wird auch deutlich, was du machen musst, dass du ans einen oder anderen Ort kommst. In Bezug auf die Hölle musst du eigentlich gar nichts machen, du kommst automatisch her. Weil jeder Mensch ist grundsätzlich von Gott getrennt, wenn er geboren wird. Und wenn du in den Himmel willst, dann heisst es, die Gerechten werden ins ewige Leben eingehen. Du musst gerecht sein vor Gott. Ich möchte an dieser Stelle nicht klären, wie wir gerecht werden vor Gott. Aber wenn Gott heute oben zu dir redet und du dir bewusst wirst, ich lebe nicht mit dem Gott, ich bin nicht gerecht vor Gott, dann sprich mich doch nach dem Gottesdienst an, oder der Michael oder einen Kollegen, der dich mitgenommen hat, der Jesus kennt. Wenn Gott die Chance gibt zum Umkehren, pack die Chance. Wird gerecht vor Gott, das ist möglich. Als Jesus Christus aus der verborgenen Welt gekommen ist, ist die Quelle von den Informationen über Himmel und Hölle, die wir heute oben anschauen wollen. Wenn du noch mehr so Beleg stellen willst, ich habe draussen ein Blatt aufgelegt, Himmel und Hölle, ein Blick ins Jenseits, kannst du dich einfach bedienen. Darauf sind einige Bibelstellen und auch Erkenntnisse über Himmel und Hölle. Und studier das mal, lies das mal. Was sagt Gott wirklich über das Thema Himmel und Hölle? Für heute oben wollen wir uns ein paar Stellen von denen anschauen, wo Jesus über Himmel und Hölle redet. Und ich möchte mit euch 7 Fakten anschauen zur Hölle. Also wie ist es in der Hölle? Wie wird es mal sein für die Menschen, die dort herkommen werden? Und wir werden immer zuerst einen Bibelvers anschauen und dann werden wir einfach zusammen lesen, was steht dort. Was erfahren wir über die Hölle? Der erste lesen wir aus Matthäus 25, Vers 41. Da heißt, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Das erste, was ich hier lese, ist, dass die Hölle für den Teufel und seine Engel gemacht ist. Der Teufel ist nach unserer Erkenntnis aus der Bibel ein gefallener Engel und er kriegt eines Tages den Verwahrungsort, die Hölle. Dort wird er, ich sage mal, versorgt werden. Und wir lesen nie in der Bibel, dass der Teufel in der Hölle herrschen wird. Sondern dort wird er gequält werden, dort wird er leiden. Und seine Engel, seine Dämonen. Also das Bild, dass der Teufel herrscht in der Hölle, das ist nicht in der Bibel zu finden. Die Bibel sagt, dass der Teufel Fürst dieser Welt ist. Also jetzt hat er einen recht grossen Einfluss und von dem erleben wir einiges, wenn wir so in die Welt schauen. An Chaos, an Krieg, an Katastrophen. Fürst dieser Welt, aber nicht Fürst der Hölle. Dort wird er verwahrt und versorgt und selber Qualen leiden. Nichtsdestotrotz lesen wir auch in dem Text, dass sich dort auch all die Menschen finden, die verflucht sind von Jesus. Und Jesus spricht davon, vom ewigen Feuer. Ins ewige Feuer sind sie gesandt. Das Bild für die Hölle. Wir schauen die Bilder nur noch an. Also eine erste Aussage, die Hölle ist für den Teufel und seine Engel. Eine zweite Aussage, ein zweiter Text, Lukas 16. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Zu dem kurzen Satz muss ich zuerst noch etwas sagen. Es gibt in der Bibel verschiedene Begriffe. Gehenna ist der Begriff für Hölle. Totenreich ist Hades. Das ist ein anderer Ort, das ist wie eine Art Vorhölle. Also das Endgericht kommt erst noch und dann kommt erst Gehenna, die Hölle. Warum ziehe ich jetzt aus der Vorhölle schon einige Schlüsse in Bezug auf die Hölle? Ich mache das, weil ich glaube, dass sich nach dem Endgericht einfach das fortsetzt, was bis dann schon ist.
Also der Hades wird sich fortsetzen in der Gehenna, in der Hölle. Darum ziehe ich daraus auch Schluss. Es heißt dann wieder, als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen, ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Ich habe den Punkt beschrieben mit, in der Hölle bleibt deine Identität und deine Erinnerung. Der Reiche hat gewusst, wer er ist. Der Reiche hat vom Lazarus gewusst, der hat ihn gekannt aus der irdischen Zeit. Der Lazarus war immer noch der Lazarus gewesen. Also deine Identität bleibt in der Ewigkeit. Die ist nicht einfach ausgelöscht. Du bist immer noch du. Es stimmt also nicht, wenn wir manchmal die Aussage hören, ja, nach dem Tod ist alles aus und vorbei. Einfach so aufgelöst ins Nirvana, ins Nichts. Gehen wir eine Stelle weiter. Markus 9. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, dass du verstümmelt ins Leben eingehst, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiße es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Ich habe das so überschrieben mit in der Hölle ewig gequält. Was macht Jesus da? Jesus braucht eine krasse Übertreibung, um zu zeigen, wie schrecklich das die Hölle ist. Er sagt, investiere alles, dass du niemals an den Ort kommst. Das ist ein Bild, oder? Ein Bild, das Jesus braucht. Es nützt nichts, wenn du dir die Hand abhackst oder den Fuß oder das Auge ausrissest. Das hat noch niemand von uns gemacht, oder? Du könntest auch immer noch mit dem anderen Auge oder mit der anderen Hand oder mit dem anderen Fuß sündigen. Jesus braucht das Bild, so schrecklich ist halt die Grausamkeiten, die er hier beschreibt, die verlangt er nicht von uns. Er möchte zeigen, hey, es ist alles wert zu investieren, dass du niemals in die Hölle kommst, weil es wird absolut schrecklich sein. Jesus braucht Bilder in dem Text. Er braucht auch Bilder, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Ich persönlich glaube nicht, dass Feuer hat in der Hölle und so ein bisschen nach Schwefel schmeckt und dass es heiß ist. Ich glaube auch hier, es ist ein bildhafter Spruch. Wenn du verbrennst, ist das etwas ganz Schlimmes. Das macht unheimlich weh. Ist dir sicher schon mal brennt? Stell dir vor, du verbrennst ganz. Was das für Schmerzen auslöst. Feuer ist ein Bild vom Gericht in der Bibel und ein Bild von der Qual. Und das Nicht-Erlöschen weist darauf her, die Hölle ist ewig. Es endet nicht, die Qual endet nicht. In Matthäus 13, Vers 42 lesen wir, sie, Engel von Jesus, werden sie, Gesetzlose, in den glühenden Ofen werfen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Wenn nur noch jammern, klagen und Zähneknirschen, ich weiß nicht, wer das kennt, ich mache das manchmal zur Nacht im Bett, ohne dass ich es merke, weil ich zerknirscht bin.
Wieder Bilder, die Verzweiflung reden. Es ist ein Ort der Verzweiflung. So beschreibt Jesus die Hölle. Dann wird Jesus, zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. In Lukas 16, außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch herüberkommen kann. Selbst wenn er es wollte, und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. In der Hölle bist du ewig von Gott getrennt. Und das macht die Hölle letztendlich aus. Ewig trennt sie von dem, was Leben gibt. Ewig trennt sie von dem, was die Freude gibt. Ewig trennt sie von dem, was alles schafft. Das beschreibt die Hölle. Jesus schickt die Verfluchten weg von ihm. Und erst dort einmal ankommen, gibt es keine Möglichkeit mehr, Zeiten zu wechseln. Hebräer 9, Vers 27, dort lesen wir, im Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Es gibt keine Second Chance. Jetzt hast du die Chance, mit Jesus zu leben, in dieser Welt. Letztlich hängt alles davon ab, ob du heute mit Jesus unterwegs bist, ob Jesus dein Herr ist, ob du sein Jünger bist. Ob du ein Kind vom lebendigen Gott bist. Für die nächste Aussage habe ich keine Bibelstelle, weil es keine gibt. Die Hölle ist der zweite Ort neben dem Himmel. Anders gesagt, es gibt keinen neutralen Ort. Wir lesen in der Bibel nie, dass es einen neutralen Ort gibt. Wir lesen nicht davon, ja, es gibt die Hölle, das ist so für die ganz schlimmen Verbrecher. Und dann gibt es den Himmel, das ist so für die Frommen vielleicht. Und dann gibt es noch einen neutralen Ort. Das sind so die Menschen, die einfach gut gelebt haben, so tun recht und scheuen niemand. Und einfach so ein bisschen anständig sind. Den Ort gibt es nicht. Den finden wir nie in der Bibel. Es gibt nur entweder oder. Der nächste Text. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich dort noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. In der Hölle wünschst du nicht einmal mehr deine Liebe. Das finde ich schon krass. Also wenn es mir dreckig geht, wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich so froh, ist meine Frau da und tröstet mich. Oder irgend sonst jemand. Dann freue ich mich über Menschen, die da sind, die mich begleiten. Aber wenn du in der Hölle bist, ist selbst das kein Trost mehr. Warum? Wenn ich mir in den Finger schneide, dann nützt es nichts, wenn sich meine Frau auch noch in den Finger schneidet. Das tröstet mich nicht. Das ist nur doppeltes Leid. Man wünscht sich nicht einmal mehr seine Liebe. Und dann noch ein letzter Gedanke. 2 Stellen dazu. Römer 3,23, 6,23, lässt sich gut merken. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe das überschrieben mit, die Hölle ist gerecht. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, bei dem reichen Mann, beim Lazarus, bei dieser Geschichte in Lukas 16, der reiche Mann beklagt sich nicht, dass er in der Hölle ist, in dem Hades. Er klagt darüber, dass er leidet.
Der Römerbrief sagt hier, alle haben gesündigt. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Niemand. Kein Mensch. Und der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und wenn Gott hat wollen, hat er alle Menschen in die Hölle schicken und er hat absolut gerecht gehandelt. Es wäre das, was wir Menschen grundsätzlich verdient hätten. Jeder, der da sitzt, hat eigentlich die Hölle verdient. Also nicht nur die sitzen, auch die stehen. Und Gott in seiner Gnade macht es möglich, dass wir ewiges Leben haben in Jesus Christus. Das ist reine Gnade. Das ist ein Geschenk. Ist Gottes Barmherzigkeit, die einen Ausweg schafft, dass wir Menschen nicht in die Hölle müssen. Er schenkt eine Möglichkeit, damit wir gerettet werden können, damit wir umkehren können. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, einer von meinen Lieblingsvers. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Da wird ein Weg aufgezeigt, wie wir zu Gott kommen können. Ein Weg von der Gottlosigkeit gleich Hölle hin zur Gemeinschaft mit Gott gleich Himmel. Jesus Christus. Ich finde das genial, dass Gott barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er möchte, dass wir leben. Aber er zwingt uns nicht aus der Hölle raus. Er gibt uns die Möglichkeit. Und ich glaube, das ist Liebe. Liebe zwingt niemand. Liebe schafft Möglichkeiten. Und das hat Gott gemacht. Abschließend noch ein paar Gedanken. Ich bin mir bewusst, dass all die Tatsachen, die Bibel, wo Jesus da aufzeigt in seinem Wort, keine leichte Kost sind. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir wäre es eigentlich auch lieber, die würden nicht in der Bibel stehen, die Sachen. Die sind unangenehm. Definitiv. Aber es ändert nichts daran, dass Jesus davon ausgeht, es gibt die Gottlosigkeit, es gibt die Hölle. Ein Ort von ewiger Qual. Und ich denke, die christliche Botschaft macht nur Sinn, wenn es entweder und oder gibt. Wenn am Schluss alle in den Himmel kommen, weil Gott einfach ein Gott von der Liebe ist und er halt so ein bisschen einfach ein Lieben ist. Für was muss denn Jesus sterben, wenn er sowieso der Gott von der Liebe ist und alle einfach zu sich nimmt? Und selbst wenn man sagt, ja gut, es hat ein Opfer gebraucht, Jesus musste sterben, aber er ist für alle gestorben und alle sind einfach gerettet. Warum gibt er uns denn den Auftrag, man soll Evangelium verkünden? Warum sagt, geht in alle Welt und macht Menschen zu meinen Jüngern? Wenn am Schluss alle im Himmel landen. Das macht keinen Sinn. Warum soll ich meine Hand, meinen Fuß, mein Auge ausreißen oder opfern, weggeben, damit ich nicht dorthin komme? Warum so krasse Aussagen? Es macht keinen Sinn, wenn es nicht ein Entweder und oder gibt. Für Jesus scheint es der reale Ort der Hölle zu geben. Und ich bin Jesus schon dankbar, dass er gestorben ist und er für mich die Hölle erlitten hat. Damit du nicht dort musst enden. Für mich war es ein Grund, umzukehren zu Jesus, als ich etwa 16 war, weil ich gemerkt habe, es gibt die Hölle. Ich wäre nie Christ geworden, wenn es die Hölle nicht gäbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ich wäre nicht einmal Christ bleiben, wenn es die Hölle nicht gäbe. Zu oft bin ich enttäuscht worden von Christen. Zu oft bin ich frustriert gewesen, auch über Gott. Die Hölle motiviert mich auch, Evangelium zu verkünden. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wie du zu Jesus stehst. Und ich liebe Jesus, verstehe mich richtig. Unsere Motivation soll die Liebe sein. Und gleichzeitig hilft es mir,
dass ich weiss, es geht hier um mich. Ich möchte dich fragen, wo würdest du, wenn du heute sterben würdest, herkommen? Zu Gott? Oder wärst du gottlos für alle Ewigkeit? Ich glaube, es ist ja nötig, dass wir die Botschaft den Menschen mitteilen, dass es eine Hölle gibt und das nicht verschweigen. Und ich denke, das müssen wir immer wieder sehr weise machen. Aber es ist eine Tatsache, die ich glaube, die wir nicht verschweigen dürfen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn ich sehe, wenn gewisse, auch Christen, sagen, ja, sie können das einfach nicht glauben. Ich glaube, es nimmt dem ganzen Evangelium Kraft. Stehen wir euch zusammen auf, beten wir. Und dann soll Zeit sein, um auch Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, etwas Erlebtes weiterzuerzählen. Nütze die Gelegenheit, wenn du das möchtest. Jesus, du siehst, wir haben Sachen gelesen, die du gesagt hast, die, ich denke, bekümmernd sind, die eine Not auslösen, die ganz viele Fragen aufwerfen. Was ist mit meinen Großeltern, die dich nicht kennt haben und gestorben sind? Was ist mit meinen Freunden, die nicht mit dir auf dem Weg sind? Was ist mit mir, wenn ich nicht mit dir unterwegs bin? Jesus, ich danke dir, dass du einen Ausweg geschaffen hast. Ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist und uns etwas von dem mitteilt hast, von dieser unsichtbaren Welt. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist und gezahlt hast für alle Menschen und dass das Geschenk für jeden Menschen parat liegt. Und jeder Mensch darf das auspacken und entgegennehmen. Die Vergebung, die Erlösung von dieser Trennung vom Vater im Himmel. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass noch viele Menschen das Geschenk entgegennehmen. Dass sie frei werden dürfen, dass sie leben dürfen, leben mit dir. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist kommst und wirkst und uns als deine Boten und Zeugen brauchst und dass du Menschen vorbereitest, die wir im Alltag wieder antreffen, wo wir begegnen und dass sie Fragen haben. Fragen, die über das Leben ausgehen. Stell uns die Menschen einfach in den Weg und schenk uns dann auch die richtigen Worte.